Gibt's da unten irgendwas? Ein Mistvieh weniger. Nix. Gut, dann schauen wir mal da auf zu dem Bauernhof. Gegen den Banditen schon wieder. Noch einer. Das ist normal, dass da überall Waffen rumliegen. Wo geht's da hin? Jetzt werden wir erst einmal auf den Hof schauen. Das wird ja vom Benga sein. Da glaube ich haben wir eh noch eine Mission gehabt. Bauer. Bauer. Gut, mit denen können wir nichts anfangen. Pilze nehmen wir mit. Da haben wir noch Blauflieder. Und da haben wir einen Herrn. Malak. Hey, du. Alles klar? Sicher? Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen, erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Was weißt du über den Pass? Nicht viel, nur dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle, auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Gut. Ist das Benga? Das ist er. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Ona mir aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Ist hier in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischwanze über den Weg gekrabbelt kam.
Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Ach, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Das war doch schon vorher klar. Vielleicht hatte er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten. Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Ona schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide? Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Seekop soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Von mir erfährt keiner. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Aha, gut, wir haben auf jeden Fall unsere Dinge gekriegt. Die Erfahrungspunkte. Und es ist da wieder noch verschwunden, der Pardos oder Paro. Wieder einer Meere, der weg ist. Von mir erfährt keiner was. Meine Meinung kennst du ja schon. Gut, Meinst du, ansonsten mir ist geht doch es nicht viel besser? los beim Benga. Meine Meinung kennst du ja schon. Ist das wirklich wahr? Ich hätte Oh, das oh, nicht. oh. Jetzt werden wir erstmal da hinten Von schauen, mir erfährt keiner was. weil der hat doch was gesagt Warum mit den Banditen, dass sie da hinten ihre Lager haben. Liegt da was rum? Na. Dann schauen wir doch mal, wie viele Banditen es sind. Vielleicht sind es ja bloß 2 oder 3. Dann kann man es ja erledigen. Die Scavenger können wir auf jeden Fall erledigen. Oh, das sind noch viel. Und da ist der erste Kandidat. Ach, da ist eine Höhle. Nochmal speichern. Da schauen wir doch gleich mal rein. Oh. Ich glaube, wir schauen doch nicht rein.
Weil da ein Schattenläufer ist. Ach, da ist das Lager. Wie viel sind das? 2 Säge? Aber ich glaube, dass das mehr als 2 Banditen sind. Wer ist der Nächste? Zwei noch. Ist da hinten schon mal weitergegangen? Oder ist das auch neu?